Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Augsburg und damit würde ich sagen, gehen wir rein in den Bums. Tiebreak verloren. Noch alles offen. Jetzt Aufschlag Thomas Tuchel und dann 2-1. nach der PK können wir Tennis vielleicht weiterschauen. Herzlich willkommen, der FC Bayern reist nach Augsburg. Naja, ich schwabe alles. 4 Sätze. Zum Derby gegen FC Augsburg. Willkommen Thomas Tuchel und ja. Ja gut, dass wir hier beim Bundesligaspiel sind. Ja. Jetzt gibt's Fußball und dann wieder Tennis. Okay, legen wir los. Die erste Reihe bitte. Heiko Niederer für die Bildzeitung. Bevor wir zu Augsburg kommen, gab es heute auch so ein bisschen eine Fußballnachricht des Tages. Jürgen Klopp hat gesagt, er hört auf. Ja. Muss ich jetzt erstmal verdauen, ne? Da kann ich noch nichts Schlaues dazu sagen. Er hat gesagt, der Grund, er hat keine Energie mehr. Können Sie das so ein bisschen nachvollziehen? Ich kann es nachvollziehen, aber trotzdem, da muss ich mich... Oder ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen da im Feuer, war. Also dass dann irgendwann mal so der Akku leer ist glaube ich normal. Erst jetzt dran gewöhnen. Ich habe es vor 2 Minuten, 3 Minuten gelesen oder gehört, jemand hat es mir gesagt und dann, also das muss ich erst verdauen, dass das Kloppo ist. Na, daran werde ich mich eine ganze Weile jetzt erstmal gewöhnen müssen. Das war eine unglaubliche Einheit und Kloppo ist natürlich einer der allerbesten Trainer auf der Welt und hat es immer geschafft, den ganzen Verein immer an all seinen Stationen auf unglaubliche Art und Weise zu beeinflussen. Mainz, Dortmund und jetzt Liverpool, das ist einfach eine Einheit. Ich habe das ja selber dann auch noch in England miterlebt und das ist schon eine Hammermeldung erstmal und jetzt verdauen. Zur nächsten Frage dann Julian Wolf für die Welt, bitte hier vorne. Ja, hallo Herr Tuchel. Personalsituation ist weiter angespannt. Können Sie ein bisschen was sagen? Wie geht es Joshua Kimmich? Droht da ein längerer Ausfall oder ist er vielleicht sogar bereit am Wochenende und vielleicht auch zu kommen? Das geht auf gar keinen Fall. Die Schulter muss erstmal ruhig gestellt werden. Und dann schauen wir von Woche zu Woche, ganz ehrlich, wie der Heilungsverlauf ist und wie der Schmerz empfindet. Was hat er denn jetzt? Was hat er denn? Ich sehe ja gerade, dass meine Cam gar nicht an ist. Das ist ja frech, Leute. Ihr seht mich ja gar nicht. Hm? Aber habt ihr wenigstens den Tuchel in perfekter Pracht gesehen, oder? Komm, ich gehe mal nach rechts. Übrigens, hier mal nebenbei. Das Special-T-Shirt von der Franz Beckenbauer Collection. Ist für einen guten Zweck, wer ein gutes T-Shirt sucht. Schon ziemlich cooler Shirt. Guter Stoff. Ja, ich kann es empfehlen. Allerdings, ich habe 2 XL bestellt und es ist mir zu groß. Also ihr solltet da eine Nummer kleiner bestellen, wie ihr normalerweise tragt. Nur mal so am Rande, war. Ist ja das Geld, was da gesammelt wird, geht an die Franz Beckenbauer Stiftung und nicht an den FC Bayern. Das ist ganz wichtig zu wissen. Also schaut im Shop vorbei, wenn es euch interessiert. Gut, weiter geht's. Empfinden ist. Aber es ist ganz schwer bei Josh eine Aussage zu machen zur Ausfallzeit. Dahinter in der Mitte Das ist ja immer noch nie, was er hat, oder? Eine Stauchung, eine Prellung. Harry Howe für Sky. Ja, hallo Herr Tuchel, können Sie das nochmal ausführen, auch bei Konrad Laimer und bei Upamecano, wie lange Sie da mit einem Ausfall jeweils rechnen? Ist Upamecano vielleicht für Lazio dann schon wieder eine Option, wenn er jetzt 2 bis 3 Wochen ausfallen soll und besteht die Möglichkeit, dass Sascha Boey heute noch Spieler des FC Bayern wird oder sind Sie da zuversichtlich, mal so gefragt? Ich glaube, heute wird kein Spieler, neuer Spieler vom FC Bayern mehr. Und ich kann nur davor warnen, dass wir jetzt zu Lazio rumgucken oder sonst was. Unser Ja, wollte ich gerade sagen, Alter. Also die Leistung waren bisher so unterirdisch, Alter. Da musst du erstmal auf Augsburg gucken. Erstmal gucken, dass du das Ding irgendwie gewinnst. Lazio Rom ist morgen in Augsburg. Gibt überhaupt keine Wertung von Wichtigkeit von Spielen und macht überhaupt keinen Sinn, jetzt zu spekulieren, ob da irgendwie und das so als Pfeiler reinzuschlagen, weil es irgendwie super wichtig ist, gegen Lazio fit zu sein. Das ist davor ist Leverkusen und davor ist Leipzig, danach ist, ich weiß gar nicht, so weit kann ich gar nicht denken. Das sind wochenlange Ausfallzeiten für Conny und für Upa. Conny hat bisher jedes Spiel gemacht für uns, jedes einzelne Pflichtspiel. Deshalb wiegt das natürlich doppelt schwer. Das hat einen Grund. Und werden wir versuchen, das jetzt zu kompensieren. Naja, sind wir mal ehrlich. Klar, jetzt gegen
Ach, ja, es ist soweit, Leute. Ja, Leute, Knoten im Kopf, war Union was. Gegen Union war er jetzt echt mit der Beste auf dem Feld bei uns, aber ansonsten davor als Rechtsverteidiger ist ja Conny halt echt leider verschenkt und ja, es wäre ein Riesenausfall, wenn er im Mittelfeld ausgefallen wäre, wenn er leider spielen dürfte. Aber klar, wir haben im Moment keinen rechten Verteidiger, wenn Conny ausfällt, wenn Kimmich ausfällt, ja, da muss halt ein Jungspieler ran. Ja? Oder ein Guerrero muss rechts und Davis wieder links. Ja. Möglichkeiten gibt's genug, denke ich, ne? Das ist die Aufgabe sein für morgen. Und, ja, da sind wir gerade dran. Der Plan steht, die Aufgaben werden sehr klar sein, was wir machen wollen und was Augsburg versucht zu machen. Und deshalb fühlen wir uns trotz allem gut vorbereitet. Aber klar, es sind natürlich jetzt aus dem Nachholspiel extrem viele Ausfälle. Dann Manu Brunke für Merkur und TZ. Und heute Geburtstag, ja? Ja, Glückwunsch. danke. Herzlichen Glückwunsch. Herr Tuchel, Sie haben es gerade gesagt, die Aufgaben sind klar verteilt für das Spiel gegen Augsburg. Werden Sie dann Konrad Laimer einfach 1:1 ersetzen mit Rafa Guerrero, der auch Rechtsverteidiger spielen könnte, haben Sie schon angedeutet? Oder kann man auch was anderes erwarten mit Dreierkette, vielleicht mit Leon Goretzka dann doch wieder hinten drin? Oder können Sie da so ein bisschen die taktischen Gedanken mitnehmen? Es gehen ja auch die Mittelfeldspieler aus. Leon wird nicht spielen, Josh wird nicht spielen und Conny kann nicht spielen. Deshalb weiß ich jetzt nicht, ob wir Leon sofort wieder umfunktionieren. Weil dann bleibt genau ein Mittelfeldspieler übrig mit Alex Pavlovic. Dann müssten wir, was müssen wir da machen? In 3-1 spielen, 3-1, 5-3-2. Also ich weiß jetzt nicht, ob uns das hilft, heute 2 Tage nach dem Spiel und 1 Tag vor dem Auswärtsspiel in Augsburg ein komplett neues System. Ja, alles gut. Pavlovic wird mit Goretzka mittig spielen, Alan Guerrero wird rechter Verteidiger spielen und Davis linker Verteidiger. Darauf läuft es hinaus. Machen wir uns nichts vor. Also. Auf den Platz zu stellen, sehe ich jetzt nicht. Sehe ich weder werden wir nicht machen. Also außer ich habe eine ganz verrückte Nacht heute, aber ansonsten werden wir das nicht machen. Aller Voraussicht nach werden Leon und Alex zusammen im Mittelfeld spielen und Eric wird mit Mata in der Innenverteidigung spielen. Da gibt's jetzt wenig Puzzleteile, die wir da ausprobieren können oder machen. Das ist jetzt das sind die unser Vertrauen haben und die spielen werden. Das werde ich Ihnen nicht verraten. Also, Gut, man könnte natürlich auch noch Kretzi spielen lassen, aber davon sie ja so ein guter Kerl ist, ja, glaube ich nicht, dass er das bringen wird. Genug gesagt. Alle schreiben vermutlich Klaus Bergmann mit einer Frage. Noch nicht. Oder zu spontan. Ja, dann wer bitte Noch dahinter. nicht, Alter. Was sind das denn für Reporter, Alter? Ich gehe zur Pressekonferenz und habe dann keine Gedanken im Kopf, was ich fragen möchte, oder was? Noch nicht. Er hat jetzt noch keine Frage. Hallo, Sophia von Sat1 Bayern. Ich habe eine etwas andere Frage, die vom Fußball ein bisschen weggeht. Wie schätzen Sie die Chancen der deutschen Nationalmannschaft im Handball heute in der Handball-EM-Spiel? Was ist denn da heute los, Alter? Wir reden über Tennis, wir reden über Handball, Alter. Wir sind bei einer Fußball-PK vorm wichtigen Auswärtsspiel in Augsburg, Leute. Was ist denn los, ey? Ich bin kein Experte im Chancen einschätzen, aber ich würde mal ganz nichts gegen Handball und Tennis, Leute, aber was hat das hier zu suchen jetzt? Ja, machen wir jetzt hier ein Kaffeekränzchen und reden über Gott und die Welt oder was? Dann können wir auch mal fragen, was weiß ich, wie das Wetter in Kairo pauschal ist. Sagen, wer im Halbfinale ist, kann auf jeden Fall, er spielt um den Titel und hat reelle Chancen. Ich hoffe, dass sie den Lauf jetzt beibehalten, die Welle, die sie am Schluss erwischt haben. Wir verfolgen das, wir werden heute schauen. Die Daumen sind von allen gedrückt, von unseren Spielern, von uns im Staff kommen die allerbesten Wünsche. Zverev spielt gerade im Halbfinale der Australian Open, auch da sind wir live mit dabei, drücken die Daumen und klar, Handball hat eine fantastische Heim-EM. Also nochmal nichts gegen die Sportarten, alles gut, wen das interessiert, so das gucken, alles tutti, ja. Völlig okay und man drückt auch die Daumen, sind immerhin deutsche Teilnehmer und deutsche Nationalmannschaft, alles gut. Aber nochmal, was hat das jetzt hier auf der PK zu suchen? Oder? Bisher gespielt und wir hoffen, dass der Weg weitergeht. Ja. Dann die deutsche Handball-EM aus, was würden Sie denn sagen? Die deutsche Handballmannschaft aus, das wollte ich sagen. Ich glaube, da bin ich der absolut falsche
falscher Ansprechpartner dafür, aber grundsätzlich ist zu erkennen, dass es eine Einheit ist. Es ist sehr emotional. Sie versuchen, die Einheit zu bilden als Heimmannschaft und den Vorteil zu nutzen. Und es ist ein extrem emotionaler, harter Sport und geht nur über den Teamgeist. Das kommt Ja, sonst vielleicht mal eine Scheibe abschneiden, dass er den bei uns vielleicht auch mal integriert. auf jeden Fall so rüber. Kommen wir wieder zum Fußball, bitte. Jetzt Klaus Bergmann für die DPA. Eine kurze Nachfrage Jetzt hat er eine Frage, oder was? Lecco mio, Alter. zu Kimmich. Schulter ruhig gestellt heißt, man will das konservativ behandeln und hat sich da jetzt Ja, es wird konservativ behandelt. Also OP Jetzt nicht gehen. Konservativ. Okay. Sie waren zwar noch nicht hier, als der FC Bayern zuletzt in Augsburg gespielt hat. Sie haben zweimal dort verloren. Wie ist das für Sie als Trainer? Sagen Sie dann, Ist ihm scheißegal, Alter. Das war vor seiner Zeit. war vor mir, da muss ich nicht groß drauf eingehen. Wenn Sie aber wissen, dass natürlich viele Spieler dabei sind, die zweimal dort das miterlebt haben, beeinflusst Sie das in Ihrer Kann man nicht zu Hause lassen, ne? Kann man nicht zu Hause lassen. Die Spieler, nur weil wir da mal verloren haben. Wir werden das Spiel gewinnen morgen. Und Alter. Jedes Mal, wenn der Tuchel sich so weit aus dem Fenster lehnt, dann ist es schon wieder schwierig, Alter. Ich hoffe es natürlich, ja, dass wir es irgendwie gewinnen, Alter. Leck mich fett, ey. Aber das toppt ja sein Top-Training, was wir immer haben. Aber wahrscheinlich denkt er auch, ach ja, der Pavlovic spielt, der Kimmich ist nicht dabei, dann spielen wir einen besseren Fußball. Vielleicht lehnt er sich deswegen gerade so weit aus dem Fenster, ich weiß es nicht. wir werden uns nicht darum kümmern, was vorher war. Morgen ist unser Spiel, es geht nur um morgen. Wir sind in der Pflicht und wir werden liefern. Curry Hau wieder. Ich hätte noch mal eine Nachfrage zum Unionsspiel, zu der Szene zwischen Bielica und Sané. Ja. Der Trainer hat gesagt, dass Sané halb ihn provoziert. Auch ein paar Spieler haben gesagt, Sané hat das clever gemacht, provoziert. Lächerlich, Alter. Also ich weiß nicht, wie man sich als Trainer so verhalten kann von Union Berlin. Ganz ehrlich. Es ist ja okay, wenn du mal einen Aussetzer hast, ist menschlich, kann mal passieren, ja. Aber dann hab doch wenigstens die Eier und stell dich da hin und sag, yo, ich war einfach zu emotional, es ist aus mir rausgebrochen, es tut mir wahnsinnig leid und dann ist doch gut. Jetzt die Schuld beim Gegenüber zu suchen, ja, der ihm nicht ins Gesicht gefasst hat. Alter, hast du auf dem Trainerbank nichts zu suchen. Wie haben Sie das wahrgenommen, als Sie dann die Bilder auch noch mal gesehen haben? Ich glaube, es geht an der Sache vorbei, wenn wir jetzt da Leroy mit ins Boot nehmen und ihm unterstellen, dass er clever und provoziert hat. Ich glaube, dass die Vokabel clever den ganzen Sachverhalt überhaupt nicht trifft und deshalb würde ich mich freuen, wenn wir die Bilder einfach so analysieren, wie sie sind und nicht anfangen, Leroy in die Sache mit reinzumischen. Perfekte Antwort von Thomas. Vielen lieben Dank dafür. Alter. Die Sache ist entschieden und gibt keine weiteren Dinge zu sagen. Und keine weiteren Fragen auch? Nein? Also eine letzte, okay. Ich würde noch mal nach Eric Dyer fragen, wie Sie sein Debüt erlebt haben, wie er sich auch in die Mannschaft jetzt integriert hat. Sehr gut, es ist nicht lange Zeit, aber er ist klar, er ist erfahren, er hat Persönlichkeit, er hat eine gewisse Ausstrahlung. Er wurde jetzt ins kalte Wasser geworfen. Er hat das Trainingslager in Portugal auch verlassen, wegen einem sehr, sehr angenehmen, sehr tollen Grund, weil er Papa wurde. Und trotzdem fehlen natürlich Trainingseinheiten, Spielminuten mit der Mannschaft. Jetzt haben wir einen Crashkurs hingelegt. Das ist manchmal das Beste, wenn man gar nicht ewig lang drüber nachdenkt und gar nicht erst nach dem perfekten Zeitpunkt der Integration suchen kann, wenn es einfach so sein muss. Jetzt ist es so. Jetzt wollen wir nicht mehr überlegen, ob er in einer Dreierkette oder Viererkette spielt. Er ist jetzt Innenverteidiger gemeinsam mit Mata. Er ist sehr aufmerksam, sehr klar in allem, was er tut und wird auch da, habe ich großes Vertrauen, wird morgen wieder ein gutes und solides Spiel machen. Da bin ich überzeugt davon. Heiko Niederer nochmal für Bild, bitte. Ich hätte nochmal eine Frage Richtung Neuzugänge. Ich weiß, Sie reden nicht über Namen. Sie haben gerade gesagt, heute wird keiner mehr Spieler des FC Bayern. Haben Sie so ein bisschen die Befürchtung, es ist ja jetzt auch nur noch eine Woche, dass es wieder so ein knappes Ding wird wie im Sommer mit letzter Tag und man zittert und es fliegt einer ein oder nicht oder so? Das kann ich nicht ausschließen. Wir sind dran an den Dingen, die Sinn machen für uns, aus unserer Sicht Sinn machen und wir lassen uns jetzt auch nicht treiben. Wir lassen uns jetzt auch von Verletzungen nicht treiben und nicht verrückt machen. Wir vertrauen
in unsere Stärke. Wir vertrauen auch in die Spieler, die da sind. Und wir haben jetzt zwar ein paar Wochen Ausfallzeiten, aber auch jetzt keine monatelangen Ausfallzeiten. Es kommen hoffentlich die beiden unverletzt aus ihren Turnieren zurück, vom Afrika Cup und vom Asien Cup. Und die Transferfenster werden immer komplizierter. Das ist einfach so, besonders auch der Winter. Die Öffentlichkeit hat immer größeren Anteil daran in dem Prozess der Transfers. Das macht es nicht immer einfacher. Das sind mittlerweile so viele Parteien beteiligt, dass es sehr komplex ist. Deshalb, ich habe volles Vertrauen in das, was wir machen. Und wir werden uns jetzt auch nicht treiben lassen, auch nicht vom Markt. Naja, sind wir ehrlich, bisher ist es leider mal wieder ein Trauerspiel. Die Transferphase, ja. Also, da können wir gerne noch mal ein extra Video zu machen, aber zusammengefasst ist es ein Trauerspiel bisher. Treiben lassen, auch nicht von den Umständen. Eric Dyer, guter Transfer, habe ich ja schon bewertet gehabt, aber der Rest ist ein Trauerspiel. Treiben lassen in irgendwelche verrückten, unvernünftigen Dinge, von denen wir nicht überzeugt sind. It is what it is. Für morgen ist der Kader klar und die Mannschaft klar. Und dann am Ende verlässt du dich darauf als Trainer. Die Kaderbenennung heute, dann fahren wir dahin, suchen die beste Lösung, pushen die Mannschaft morgen durch das Spiel. Den Augsburger weg und gut ist. Ich bin sicher, dass wir alles haben, was wir brauchen, um morgen einen wichtigen Auswärtssieg zu landen. Dann sind wir zurück und melden uns morgen damit zurück und dann schauen wir, was die letzte Woche bringt. Vielen Dank. Dann bis morgen. Derby. Hovi Makarovi. Schwierige Pressekonferenz am Start. Zum Ende hin war ja wenigstens 1, 2 Inhalte. Ansonsten hätte ich mich ja echt entschuldigen müssen für diese Reaction hier, da wo eine PK ist ohne Inhalte, da wo es um Tennis und Handball geht. Wilde Geschichte. Naja, Leute, was haben wir noch gehört. Ich gehe jetzt in den Taktikfuchs rüber, wo er sich die hintere Reihe und das zentrale Mittelfeld von alleine aufstellt, denke ich. Aber vorne können wir ein bisschen schauen. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch und mir natürlich hoffentlich am Samstag ein gutes Spiel.